Herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Mein Name ist Melanie Seidel-Jester und ich unterstütze erschöpfte, ausgepowerte Powermenschen dabei, sich frei zu machen von dem, was ihnen Kraft und Energie raubt, damit sie raus aus der Erschöpfungsfalle kommen und schließlich Burnout vermeiden können. Letztendlich geht es darum, wie du wieder in deine Kraft kommst, dass dein Akku, deine Batterie, die ich hier schon mal dargestellt habe, wieder aufgeladen ist und du wieder Energie, Elan, Freude und Spaß an deinem Leben hast und das, was dir wichtig ist. Als Basis dazu möchte ich dir das Energiemodell, das ABCDE-Energiemodell von der Vera Birkenbiel vorstellen. Kurz zu Vera Birkenbiel. Vera Birkenbiel war eine ganz erfolgreiche Management-Trainerin, die sich so im Schwerpunkt Kommunikation, Gehirnforschung, wie funktioniert das Lernen, aber auch ganz stark in dem Gebiet Stressbewältigung, was da alles im Körper passiert und ja, wie die Mechanismen sind, befasst hat und auch zahlreiche Bestseller dazu geschrieben hat. Ja, das Energiemodell, das ich dir heute erkläre, kommt aus ihrem Buch Freude durch Stress. Ja, leider ist Vera Birkenbiel 2011 gestorben, also sie weilt dann nicht mehr unter uns, aber ihre ganzen Hinterlassenschaften sind aktueller mehr denn je. Genau, und das Energiemodell ist deshalb so wichtig, damit du verstehst, wofür dein Körper seine Energie verbraucht und in welcher Reihenfolge und welche Prioritäten er bei der Energieverwendung berücksichtigt letztendlich. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig, diese Basis zu wissen, weil alles, was ich dir vielleicht, wenn du mich weiter verfolgst, zur Energiegewinnung und wie du dich frei machen kannst von dem, was dir Energie raubt, alles, was ich dir dazu erzähle, baut letztendlich auf diesem Wissen dieses ABC-Modells auf. Gut, also steigen wir einfach mal an, bleib dran, es ist super spannend. Genau, also wie du hier siehst, ich habe das mal dargestellt, wenn wir uns so vorstellen, unser Körper oder die Energie in unserem Körper gleicht wie einer Batterie oder einem Akku und idealerweise ist der Akku voll zu 100% gefüllt. Das ist schon mal ein Zustand, wäre natürlich toll, ja? Aber ich behaupte mal oder merke es auch aus eigener Erfahrung und auch aus den Erfahrungen mit meinen Klienten, dass so ab dem Alter zwischen 35 und 50 es nicht mehr fast nicht mehr möglich ist oder ganz viele schon mal den Akku gar nicht mehr 100% gefüllt haben. Also muss dann schon Glück haben, wenn er 70, 50% und die jetzt Erschöpfung haben und schon seit längerem spüren, ist meistens der Akku sogar so im untersten Bereich gefüllt. Also je älter wir werden, wenn wir 20 sind natürlich, da ist unser Akku immer super gefüllt. Also als ich 20 war oder Mitte 20 konnte ich auch noch nachts durchmachen, dann noch Freundin mal um die Häuser ziehen und am nächsten Tag noch wieder zur Arbeit gehen oder in die Ausbildung oder in die Berufsschule. Ja, das hat mir überhaupt nichts ausgemacht. Heute zieht sich das mehrere Tage, oder heute kann ich es überhaupt nicht mehr machen, aber wenn ich dann mal länger aufbleibe, zieht sich das natürlich auch mehrere Tage durch, dass ich das merke, dass der Schlaf fehlt oder so. Ja? Oder auch generell merke ich natürlich heute, ich bin 45, dass ich viel schneller, also dass die Energie viel schneller verbraucht ist und auch ich immer mehr Pausen brauche und es immer mehr Pausen erfordert, um überhaupt den Akku wieder auszufüllen und das auch nicht mehr so schnell geht wie vielleicht früher. Genau, aber jetzt gehen wir mal modellhaft mal davon aus, wir haben einen Akku, der 100% jetzt voll ist. Dann ist jetzt ganz wichtig, die Verteilung geht nach dem ABCDE-Prinzip. Also jeder Buchstabe besteht aus einem bestimmten Bereich, wofür der Körper jetzt diese Energie verwendet. Und jetzt schauen wir uns mal an den Buchstaben A. A steht für, ich mache mal hier das weg, was ich aufgeklebt habe. Kurz ablegen. Also A steht für autonome Vorgänge. Das bedeutet, dass zunächst mal unser Körper Energie braucht, um unseren Herzschlag, habe ich mal hier hingemalt, unseren Herzschlag, der ja ganz automatisch von alleine immer funktioniert, also dafür braucht natürlich der Körper Energie. Wir brauchen Energie für die Atmung, die ganz automatisch läuft, für die Zellbildung, für unser Immunsystem, für das Gehirn, für den ganzen Stoffwechselvorgang. Also für alle autonomen Vorgänge, die automatisch
vonstatten gehen, braucht der Körper mal einen gewissen Anteil einen gewissen Prozentsatz an Energie. Genau. Wir merken das zum Beispiel dann auch daran, wenn wir gesund sind, braucht er weniger Energie. Dann muss er einfach die Grundversorgung aufrechterhalten. Aber wenn du vielleicht schon mal beobachtet hast, wenn du Grippe hast oder krank bist, ja, bei Grippe zum Beispiel, kenne ich das so, da kann man den ganzen Tag fast schlafen und hat überhaupt keine Kraft und Energie mehr für andere Vorgänge. Daran sieht man zum Beispiel, dass dann, wenn wir krank sind, unser Körper im Prinzip seine ganze Energie braucht, um überhaupt wieder erstmal seinen Körper fit zu kriegen. Also autonome Vorgänge und dass es dem Körper gut geht, hat immer erstmal vorrangige Priorität. Genau. Also dann schlafen wir den ganzen Tag, wenn wir krank sind oder Grippe haben, weil der Körper sein ganzes Immunsystem hochfährt gegen die ganzen Viren oder Bakterien, je nachdem was es ist, natürlich ankämpfen muss, ja, und dafür sagt der ganze Armeen werden benötigt. Also alles andere ist drittrangig. Also die Aufrechterhaltung unserer Körperfunktionen, unserer Lebensfunktionen hat Vorrang. Genau, also können wir mal sagen, je nachdem, wenn wir gesund sind, dann brauchen wir erstmal vielleicht so 20% von unserem Akku. Wenn wir jetzt natürlich irgendwie krank sind oder auch chronische Krankheiten haben oder auch sonst was mit unserem Körper nicht so in Ordnung ist, dann brauchen wir entsprechend mehr. Man kann sagen 50% oder vielleicht sogar 70% von dem Akku. Also und da ist dann immer weniger dann da für den Rest, wofür wir ja noch Energie brauchen. Soweit verstanden? Dann kommen wir zum B. Also wenn dann sagt, okay, alles für meine autonomen Vorgänge habe ich jetzt quasi gebraucht, der Rest kann so freigegeben werden, dann kommen die B's zum Tragen. Und B bedeutet letztendlich, dass das Zweite, was uns Energie kostet, unsere Belastungen sind. Also Probleme, Konflikte, ja, die wir vielleicht so in der Familie, im Alltag, im Beruf haben. Also alles, was uns belastet, ist eine Last für uns. Und das kann auch eine innere Belastung sein, ja, dass uns das einfach irgendwas zu schaffen macht innerlich. Ja. Auf jeden Fall kostet es auch sehr, sehr viel Energie. Und dann, als Zweites, was auch zu dem B passt, ist es nochmal entscheidend, so, wie ist der Selbstwert, wie ist die Eigenliebe? Weil, sagen wir, wenn die Eigenliebe und der Selbstwert nicht so groß ist, also dann dieser bin ich okay, ja, wenn ich das Gefühl habe, ich bin nicht okay, also ich bin nicht gut genug, ich sollte schneller sein, mich mag vielleicht keiner oder ich muss mich anstrengen, immer viel schaffen, machen, tun, um geliebt zu werden, ist das ja im Hintergrund immer so manchmal auch unbewusst, dass wir so das Gefühl haben, naja, sonst bin ich ja nicht okay. Oder manchmal auch, wenn man nicht alles so schafft an seinen Aufgaben, weil ja immer mehr ansteht, ja, dann kommt man manchmal ins Zweifeln mit sich, wieso schaffe ich das nicht, andere stellen sich doch auch nicht so an. Vielleicht kennst du das auch. Oder auch wenn du merkst jetzt gerade in der Erschöpfungsphase, ich kenne das so, dann fragt man plötzlich, was ist eigentlich mit mir los, wieso kann ich dich nicht mehr aufraffen, was bin ich so faul, ja, so, ja. Aber und je mehr dieses ich bin nicht okay quasi da ist und auch sonst Belastungen und Probleme, die meistens hat was mit Innerem zu tun, ja, wie man damit umgeht, ob es einem zur Last wird, ja, das ist dann nochmal entscheidend, wie viel Energie uns da abgezapft wird. So. Dann kannst du dich ja schon mal, während du das hörst, so fragen, okay, habe ich das Gefühl, ich habe so viel, also manchmal ist es auch, dass es nicht so hat, so viele kleine Baustellen und Belastungen, wo man so denkt, na, jedes einzelne für sich ist jetzt ja kein Problem, ich leide ja nicht darunter, aber wenn es zu viele Dinge auf einmal sind, Probleme mit den Kindern, man weiß nicht, wie das Geschäft läuft, vielleicht manches, was mit dem Ehepartner oder Partnerin im Argen liegt oder mit den Eltern oder Freunden oder Geschäftspartnern oder was auch immer, ja. Das sind manchmal auch die Summe der Kleinigkeiten an Problemchen, ja, die dann wiederum trotzdem erstmal sehr viel Energie rauben, ja, weil wir uns ja dauernd vielleicht auch gedanklich damit beschäftigen. So. Dann stelle ich euch C vor und wie du schon siehst,
ist eine Uhr gemalt, das hat was mit Zeit zu tun. Also Zeit, im Griechischen wird Zeit ausgedrückt mit Chronos und Kairos. Chronos ist das, was die Zeit beschreibt als Zeitlinie. Also wie du hier siehst, ich komme gleich nochmal drauf zurück, also so die Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, oder dass wir das Zeitgeschehen so empfinden, dass wir quasi hier sind, aber ich sollte ja eigentlich schon da sein oder beim nächsten Termin sein, und wenn ich jetzt beim nächsten Termin bin, sollte ich eigentlich schon wieder unterwegs sein, irgendwie woanders hin. Also wenn wir uns da so gehetzt fühlen in so einem Zeitkorsett oder sowas, dann sind wir eher in diesem Kronos-Bereich. Wir kommen gleich nochmal drauf zurück. Und dann gibt es aber auch noch ein Zeitempfinden, das so im griechischen Kairos genannt wird. Das ist das, beschreibt so den Zeitpunkt. Also, ich das Gefühl habe, ich hab zwar viel zu tun, aber ich kann das in meiner Eigenzeit machen, ich fühle mich nicht gehetzt. Oder wie man Kinder manchmal auch erleben, wenn die spielen, dann sind die so einfach im Flow, die sind ganz in das Spiel versunken, gehen dabei ganz dabei auf und vergessen letztendlich so alles um sie herum, und auch das Zeitempfinden geht verloren. Ja? Genau. Und jetzt kannst du dich natürlich auch fragen, wo findest du dich öfters? So in diesem Gehetztsein-Modus. Also ich müsste eigentlich schon immer schon weiter sein als da, wo ich gerade stehe. Aber auch bin ich oft mit meinen Gedanken noch in der Vergangenheit, irgendwas, was in der Vergangenheit passiert ist. Oder bin ich sogar mit meinen Gedanken schon immer zu weit in der Zukunft, mache mir Sorgen. Ja? Also alles, das gehört zu dem Kronos-Bereich. Und wenn du dich da wiederfindest, ist nämlich ein Riesenunterschied, ob du jetzt hier das Zeiterleben hast, im Kronos oder im Kairos, weil dieses Kronos ist entscheidend dafür, ob es dir ganz viel Energie raubt. Also wir werden alle immer mal wieder in diesem Kronos uns wiederfinden natürlich, aber wenn man permanent in unserem Alltag so immer in diesem Gehetztsein-Modus irgendwie, mir geht es manchmal so, dass jetzt bin ich gerade mal in eine E-Mail vertieft, aber jetzt muss ich schon wieder irgendwie abbrechen, weil der nächste Termin oder der nächste Klient auf mich wartet. Das kann schon manchmal sehr stressen. Ja? Also wenn ich allerdings das Gefühl habe, ich kann so lange dranbleiben, schreibe die E-Mail so fertig und dann mache ich das nächste, ja, so eins nach dem anderen, ja, dann ist es ein wesentlicher Unterschied, wie viel Energie und wie das mich kostet, sprich auch, wie es mich stresst. Also im Idealfall sollte man halt, damit es wenig Energie kostet, auch wenn wir viel zu tun haben, aber es ist ideal, wenn wir so im Kairos sind. Also ich nenne es da immer in der Eigenzeit, ja? In dem Tempo, das zu uns passt. Das kostet uns dann auch am wenigsten Energie. Aber das wäre so dann der dritte Energiezieher, ja? Oder wofür unser Körper dann Energie verbraucht. Wenn wir jetzt natürlich sagen, jetzt bin ich 100%, bin zwar fit, wo ich so viel Energie habe, aber sehr viele Belastungen, und dann bin ich permanent im Zeitstress, und dann siehst du natürlich vielleicht auch, dass da unten gar nicht mehr viel übrig bleibt. Weil jetzt haben wir aber auch noch natürlich unseren Alltag. Manchmal weg. Dafür steht es D. Also D bedeutet Durchführung von unserem Alltag, von alltäglichen Dingen, alles was so ansteht. Ich habe es mal hier aufgemalt, oftmals müssen wir im Alltag ganz viele verschiedene Dinge handeln. Und wenn wir jetzt von vornherein schon so viel Energie verbraten haben, dass da gar nicht mehr viel Energie in unserem Akku drin ist, dann wird es so aussehen, und das höre ich nämlich auch ganz oft, jetzt habe ich nicht mehr die Kraft, zum Beispiel morgens zu duschen, ja? Das wird schon anstrengend. Oder überhaupt so, sich so ein Essen zubereiten, sich Zeit zu nehmen, zu kochen. Ja, da hat man schon dann keine Zeit und oftmals vielleicht auch das Gefühl, gar keine Lust mehr oder Kraft mehr zu haben. Ja? Oder man hat das Gefühl, überhaupt diese ganzen Aufgaben im Alltag, ich kriege die nicht mehr geregelt. Beziehungsweise die lösen dann wieder diesen Kronos aus. Ja? Genau, also wenn du dann auch so Beispiel schon von dir kennst, dass du so merkst, für den Alltag für die Dinge im Alltag zu regeln, also egal ob es der berufliche Alltag ist oder der private Alltag oder natürlich beides miteinander, mit Kindern und so weiter, dann und da fehlt dann schon die Kraft und Energie, diese Dinge alle unter einen Hut zu bringen, dann ist das auch schon ein Zeichen, dass da
irgendwas schon vorher oder vielleicht auch nur das dann letztendlich schon so viel Energie verbraucht hat, dass dein Akku schon ziemlich leer ist. Also es liegt dann nicht, dass du dann nicht daran, also das habe ich mich vielleicht oft gefragt am Anfang, als ich das noch nicht wusste, es liegt dann nicht daran, dass du zu faul bist, ja, sondern dass einfach keine Energie mehr im Akku ist. Also da wäre es zum Beispiel dann auch schon höchste Zeit, dann irgendwo was zu verändern, zu gucken, wo kann ich denn vielleicht da Dinge einsparen, verändern, dass es mir von vornherein weniger Energie kostet, dass ich dann auch für die Durchführung meines Alltags, für die alltäglichen Dinge mehr Energie zur Verfügung habe. Oh, gut, dann kommen wir nämlich zum letzten Punkt, das ist E-Punkt. Und E steht für Entwicklung. Ja, also das heißt Entwicklung, die persönliche Weiterentwicklung, aber vielleicht auch, man möchte mal was Neues angehen. Alles, was mal außerhalb des normalen Alltags und der Komfortzone ist, was man angehen möchte, anpacken möchte, da braucht man natürlich auch Energie. Und das gelingt ganz vielen dann oft gar nicht, weil man merkt, es ist ja jetzt schon für diese ganzen 4 anderen Bereiche alle Energie draufgegangen. Also als Beispiel, ja, ich unterstütze ja auch viele Selbstständige oder Unternehmerinnen, da ist man ja immer auch noch ein bisschen gefordert, ja, neue Ideen vielleicht reinzubringen, innovativ zu sein, Angebote mal umzugestalten, was auch immer. Ja, das sind alles so neue Entwicklungen, also mein Business weiter aufzubauen, aber man kommt da nicht dazu, weil hier schon die Kraft fehlt. Also wenn schon bei der Durchführung des Alltags schwerfällt, dann ist erst recht das sowieso gar nicht mehr möglich. Ja? Und so erlebe ich das dann halt oft und kenne es auch von mir selber. Ich wollte auch jahrelang, aber so, ich merke schon seit 2 Jahren, dass sich vielleicht beruflich irgendwie eine neue Richtung für mich ändert oder ich möchte das alles ein bisschen, mich auf andere Themen ein bisschen mehr spezialisieren, ausrichten. Und da hatte ich auch jetzt erstmal lang keine Kraft. Genau, also Entwicklung, persönliche Weiterentwicklung ist nur möglich, wenn in unserem Akku vorher aus diesen 4 Bereichen noch Energie vorhanden ist. Genau, also deshalb fassen wir zusammen. Ist ganz wichtig, wenn du unter Erschöpfung, permanente Erschöpfung meine ich jetzt dann auch, die verspürst und immer weniger Antrieb und Energie auch wahrnimmst in dir, dass du dir so klar machst auch, wo sind hier in diesen Bereichen meine Energiefresser. Wo raubt es mir vielleicht zu viel Energie? Weil dann ist auch wichtig, dass du da anfängst, bei A, B, C, D zu schauen, wo kannst du was optimieren, reduzieren, damit es dir da nicht so viel Energie aus deinem Akku raubt. Dann nützt es nämlich zum Beispiel nichts, wenn du sagst, ich mache jetzt mehr Entspannungsübungen, was immer natürlich eine wichtige Sache ist, füllt immer natürlich den Akku auf, aber wenn dir diese Sachen trotzdem immer gleich wieder die Energie fressen, dann kommst du dauerhaft nicht dazu, dass dein Akku irgendwie es schafft, wirklich wieder gut gefüllt zu sein. Genau. Mehr dazu also auch mit diesen Mechanismen, wie schaffe ich jetzt das, dass ich meinen Akku auflade, mich aber gleichzeitig von den Dingen frei mache. Das bedeutet für mich, mich frei zu machen von den Dingen, die dir Kraft und Energie rauben, also auch in diesen Bereichen da mal nachzuschauen. Das erkläre ich dir morgen dann in meinem Video, das Badewannenphänomen. Genau.